Also, da den der Thomas der Name den jetzt sagen wir ja, Kungamstai ki Zemprischwagi. Also zuerst möchte ich euch allen meine Grüße und Willkommen übermitteln und hoffe, dass ihr alle bei guter Gesundheit und Wohlauf seid. Da den der Pama der Jeme ki Jiche niman yibat chadi yore. Tiring nge Name den jetzt soll ja Namdar Lije ben nane da Lije Jubati Schwagi. Und dann aus der ausführlichen Lebensgeschichte. Daran ist die 10. gute Tat, die von Sanjay Paltrup, seiner Diener, als Kommentar niedergeschrieben ist. Und vielleicht sollte ich dies zusammen mit der Gliederung hier vortragen. Es sind 3 Hauptteile zu dem ganzen Text. Die sind das. Zuallererst, da ist die Ehrerweisung oder der Gruß mit der Besprechen, was zu besprechen ist. Dann der eigentliche Hauptteil der Lebensgeschichte und schließlich die Ausleitung. Unter all diesen hier und vor allem den zweiten, das ich näher besprechen möchte, gibt es zu unterscheiden in dieser Hauptlebensgeschichte, dem Haupttext darin, zuallererst die Vorbereitung, wie Dharma überhaupt, der Dharma-Weg zu betreten ist, und zweitens, wie die 3 Arten von Fähigkeiten oder der Lebewesen zu sehen sind. Und dann von diesen 3 wiederum ist es Hauptsache, die wir den Pfad der geringeren Individuen, die mittleren Auffassungsgabe und jener mit der großartigen Auffassungsgabe zu üben in der Lage war. Und er hat in erster Linie sich mit dem Dritten auseinandergesetzt und darüber ist am meisten zu sprechen. Und das hat damit zu tun, wie er als großartiges Lebewesen mit großer Auffassungsgabe das eigene Ansinnen als Herzensmut des Bodhicitta in sich erweckte und dann die beiden Arten von Bodhicitta. Davon dem zweiten zu sprechen, mit den 2 Grundarten, nämlich einmal dem am falschen Lebensanschein orientierte Herzensmut und der an eigentlicher Wirklichkeit orientierte Herzensmut. Um den ersten zu sprechen, wie an falschem Lebensanschein orientierter Herzensmut sich entfaltet, da ist es in erster Linie, nämlich sich selbst mit anderen zu vertauschen oder auszutauschen, sich an den Platz der anderen zu setzen und dann das, was dann als Hindernis auf den Weg zu bringen ist in den Sitzungspausen. Und in diesem Zusammenhang heißt es hier, Hilf und Nutz für andere ist von allem Ursprung her, Eigenwohl den anderen gib, anderer Leid nimm wohl auf dich, so habe ich Leibgut und Genuss und Keime all des Guten, auch ohne nur die kleinste Selbstsucht den anderen geschenkt. Dies alles scheint mir meine gute Tat. Und das ist die Art und Weise, wie er hier sich in dieser Art von Geben und Nehmen geübt hat. Und die Grundbedeutung davon ist in erster Linie, zuerst geht es darum, wie man überhaupt im Herzen aufrichtig Erleuchtungsmut, Erwachensmut entstehen lassen kann. Und man muss die großartigen inneren Herzensdrang verspüren, vollkommenes Buddha-Erwachen zu erlangen. Und dafür alles, was an großartigen Situationen, an eigenem Körper und Hab und Gut und so weiter ist, alles das zum Wohle aller Lebewesen zu geben in der Lage ist. Und man muss dieses ganz starke Gefühl haben, ich brauche unbedingt, jedes muss ich unternehmen, was auch zu tun ist, als ob die eigenen Haare unter Feuer stünden. In solcher Intensität gilt es, sich diesem Ziele hinzuwenden. Und wenn man solche Art die Grundlagen des Guten, also die Keime des Guten in sich versammelt hat, um alle Lebewesen zu befreien, dann
dann heißt es, diejenigen, die sich dem Pfad der ursächlichen Anwendung widmen, für die gibt es weniger Hilfsmittel in dieser Hinsicht. In dem Mahayana, dem großartigen Weg, heißt, dass man den gesamten Weg des Leidens sieht. In dem kleineren Weg sieht die ganze Welt als mit Leid erfüllt aus. Für die großartigen Wege ist dies alles nicht so schlimm, sondern sie nehmen mit Freude all dieses Leid und diese Schwierigkeiten auf sich und sind dadurch in der Lage, all dies in eigene Erfahrung und Anwendung zum Wohle der Lebewesen in Anwendung zu bringen. Man kann sagen, das ist wirklich, sich selbst mit anderen auszutauschen oder den Gewinn und Sieg anderen zu geben und Verlust und Fehltritt auf sich zu nehmen. Wie es da heißt, Gewinn und Sieg schenk anderen, Verlust und Fehltritt nimm auf dich. Einige Leute haben das nicht richtig verstanden, haben den Kernpunkt davon nicht gesehen und sie sind ein bisschen großzügig und haben das Gefühl, dass sie sich mit ein bisschen mit anderen auszutauschen in der Lage sind. Sie zeigen Mitempfinden mit dem Leid der anderen. Und wir versuchen etwas zu tun, um anderen das Leid zu erleichtern. Und dann ein bisschen versuchen sie etwas an Schwierigkeiten nehmen alle Schwierigkeiten auf sich, um anderen helfen zu können. Und andere denken wiederum, ach, ich versuche ein bisschen Dharma zu machen und ein bisschen andere Nutzen zu vollbringen. Und dann habe ich, wenn ich etwas gebe, habe ich ein bisschen davon Nutzen. In einem späteren Leben, da wird es mir gut gehen. Und in der ersten Zeit ihres Lebens versuchen sie alle, ein bisschen die Nutzen für anderen zu geben und die Schwierigkeiten anderer auf sich zu nehmen. Aber dann haben sie viele Freunde und Familie und so weiter, die vielleicht sogar noch größeren Nutzen erlangen und die einen größeren Gewinn erlangen auf ihren Erfahrungsweg. Und dann schauen sie darauf mit neidischen Augen. So, dann schien es im ersten Teil ihres Lebens, haben sie versucht, anderen den Nutzen zu geben, aber tatsächlich haben sie ihn nicht wirklich gegeben. Sie haben nicht wirklich von Herzen alles hergeschenkt und gegeben. Und es scheint, dass sie versucht haben, einen größeren Nutzen zu erlangen, als sie dann am Anfang einen Verlust haben erleben müssen. Und sie werden dadurch in ihrem nächsten Leben, die glauben, dass sie dadurch die karmischen sozusagen Meilen sammeln können, dass sie in einem nächsten Leben davon einen noch größeren Nutzen haben und den Gewinn einfahren können. Es gibt insbesondere einige Leute, die glauben, dass das Lojong oder diese Herzenstraining etwas natürlich damit zu tun hat, andere wertzuschätzen, aber tatsächlich sind sie damit beschäftigt, dass sie sich mit den Leuten beschäftigen, die auf ihrer Seite stehen, die ihnen nahestehen. Und um denen zu nützen, diesen einigen zu nützen, dafür aber einfach über die Bedürfnisse der anderen hinweggehen, die ihnen nicht so nahe stehen oder unangenehm sind. Die Art und Weise, wie sie an solcher Weise ihr ausleben, ist es so, dass sie zwar glauben, sie gehen dem Gedanken her, dass sie sich mit anderen austauschen können, sich selbst mit anderen vertauschen können, aber tatsächlich scheinen sie einem großartigen Missverständnis hier zu unterliegen über die Art und Weise der Methoden, wie das tatsächlich zu funktionieren hat. Lassen wir mal ganz beiseite, dass man alles Leid aller Lebewesen auf sich nehmen würde, um sie zu vollkommen Erwachen zu bringen.
haben Sie hier, sind Sie darin verfangen, ein bisschen etwas Gutes zu tun, aber es ist noch nicht mal ein reines Gutes, was Sie tun, weil es eigentlich mit Begehren, mit Haben wollen vermischt ist. Und heutzutage in unserer Gesellschaft heißt es, ich übe mich in Bodhicitta und so weiter und versuche die Maras, die Übel zu bewältigen. Und wir sagen, ich werde die mit heftigen Mitteln die schlimmen Dämonen besiegen und so weiter. Solche Gedanken hegen einige. Es ist zweifelhaft, ob die meisten von uns überhaupt die wichtigen Kernpunkte von solchen Bodhicitta, sich mit anderen zu vertauschen, überhaupt begriffen haben. Wir können natürlich letztlich nicht uns selber täuschen. Es heißt so, es sieht so aus, als ob wir es hinbekommen, aber am Ende haben wir, wenn es dann letztlich doch von unserem eigenen ist, im Grunde andere betrogen und wir betrügen letztlich auch uns selbst. Wir denken am Anfang nicht, dass wir lügen, aber später, wenn wir dann immer wieder das wiederholen, dann glauben wir am Ende selber daran. Eigentlich ist es völlig unsinnig, sich selber täuschen zu wollen. Wenn man dem Weg der Bodhisattvas folgen möchte, dann müssten wir unbedingt einem Herzensfreunde folgen, der darin geschickt ist, der den großen Nutzen für alle anderen Lebewesen bringt und tatsächlich sie auf dem Weg zu vollkommenem Erwachen führt. Darin liegt ein großer Nutzen. Das ist die Herzensessenz von dem, was hier zu sagen sein muss. In dem, was Miki Dorje als die guten Taten hier vorstellt. Sprechen wir über Miki Dorje. Er hat tief im Herzen über alle Lebewesen nachgesonnen und die Art und Weise, wie er darüber dachte, ist, was sie wirklich brauchen. Sie möchten alle Freude erlangen. Was sie nicht wollen, ist das Leid zu vermeiden. Was sie nicht wollen, ist Leid zu erfahren. Aber der Unterschied, heißt es nämlich, zwischen Weisen und den gewöhnlich Sterblichen ist, dass man sagt, dass die Weisen setzen Tun und Lassen schon am Ursprung an. Gewöhnlich sterblich Lebende leben Tun und Lassen an den Folgen aus. Das heißt, tatsächlich muss man ursächlich behandeln, wenn man Freude erlangen, Leid vermeiden möchte. Die meisten Lebewesen sind völlig im Irrtum darüber, völlig verwirrt, was dann eigentlich zu tun und zu lassen ist. Und sie verstehen nicht, dass das Gute eigentlich die Ursache für Freudeerfahrung ist und dass alles andere, was auszugeben ist, so wie das, was aufzugeben ist, das Leid durch die Ursache, nämlich durch das ungute Handeln aufgegeben wird. Auf der anderen Seite verhalten sie sich aber so, als ob sie ihre eigene Freude wie ein Gift vermeiden, die Ursache eigener Freude, und als ob sie das, was wirklich Leiden bringt, immer wieder und wieder tun. Also das hat Miki Dorje in der Tiefe seines Herzens als das große Leid all der Lebewesen verstanden, die immer wieder ihre eigenen Probleme vermehren und sich so verstricken. Was am Ende dabei herauskommt, ist die Art und Weise, wie wir normalerweise darüber denken. Wenn Leid anderen geschieht, dann denken wir vielleicht, naja, das passiert halt, so ist das in der Welt. Ja. Aber wenn es um uns selbst geht oder um andere, die uns sehr nahe stehen, dann denken wir großartig darüber nach, was können wir tun, um ihr Leben zu verlängern, ihre Gesundheit oder ihren Wohlstand zu mehren. Und wenn das alles passiert, dann denken wir, das ist gut und meine Wünsche sind erfüllt. Wenn wir das als eine Grundeigenschaft unseres Übens verstehen und eine Gottheit nehmen noch als zum Gegenstand der Übung, dann ist das ganze Handeln in dieser Weise ein weiterer Grund, unser Leid zu vermehren. Und Miki Dorje hat das selbst sehr deutlich gespürt.
Er hat das Gefühl, dass diese Lebewesen sich so wie Kinder verhalten, die eigentlich im Grunde gar nichts begreifen und dass sie nicht das Kleinste verstehen, wie eigentlich wirklich Freude entsteht und wie Leid zu vermeiden wäre. Er hatte schon als kleines Kind ein ganz intensives Empfinden von Liebe und Mitgefühl. Und er dachte sich, was wäre, wenn wir alle Lebewesen so intensiv leiden, was wäre falsch daran, wenn ich mir vorstellte, ich würde noch das Tausendfache von diesem Leid ertragen können und mich aber dafür an die Stelle dieser setzen, sodass sie von Leid und Unwohlsein frei wären. So hat er über das tatsächliche Leid der Lebewesen immer wieder nachgedacht. Schon als kleines Kind. Also er spürte, dass da ein Tier geschlachtet werden könnte und er hatte sich darum gekümmert und hat es versucht festzuhalten und hat Tag und Nacht es versucht zu bewachen. Wie können wir tatsächlich aber wissen, was Miki Dorje zu jener Zeit gefühlt und empfunden hat? Wenn wir auf die Verse seiner Lebensgeschichte oder Befreiungsgeschichte schauen hier, von der Zeit an, wo er ein kleines Kind schon war, wo er noch selbst kaum lesen, überhaupt etwas verstehen oder sprechen konnte, da hat er diesen Herzenswunsch zum Wohle anderer verspürt. Das war ein natürliches Handeln oder Drängen. Und wie können wir das wissen? Da gibt es in seiner Familie diese Geschichte, wo ein So, also die halb Jak und halb Kuh, und dieses weibliche Tier war also etwa in dieser eigenen Familie untergebracht und er hat den Gedanken, dass jemand wird dieses umbringen wollen, wird es schlachten wollen und er hat dann versucht, es zu bewachen. In der Tageszeit hat er immer wieder auf es aufgepasst und in der Nacht hat er mit ihm geschlafen, um zu verhindern, dass es irgendwie entfernt werden könnte. Hat es mit hineingenommen und mit diesem Tier geschlafen. Und dann hatten sie noch eine Ziege. Diese Ziege, dachten seine Eltern, einem Lama als Geschenk darzubringen. Sie wollten es verschenken. Und jemand, den sie häufig zu ihrem Haus eingeladen hatten und sie wollten sich dafür erkenntlich zeigen und ein gewisses gutes Geschenk darbringen. Und so haben sie also diese Ziegenmutter da im Sinn gehabt, die sie dann als Geschenk darbringen wollten. Und Miki Dorje hatte das Gefühl, dass vielleicht, wenn wir das diesem Lama schenken, dann wird dieser vielleicht diese Ziege schlachten. Und das sollte auf keinen Fall geschehen. Und er war von großer Sorge darüber erfasst. Und hat gesagt, dann, diese Ziege ist von so großer Güte, ich kann es nicht aus diesem Hause lassen. Ich möchte es nicht hergeben, weil sie so gut zu uns war. Und er hat es an ihrem einen Bein festgehalten und hat es nicht losgelassen, bis dass er vollkommen erschöpft war. Sie haben ihn versucht, ihn davon wegzuziehen, aber er hat die Ziege festgehalten, bis er vollends der Erschöpfung verfallen war. So ein Mitgefühl, so ein starkes Herzenswärme war ja schon von kleinstem Kind auf, als Alter an sein Merkmal. Selbst bevor er als Karmapa erkannt war, hat er natürlicherweise diese Regung gezeigt, wie es in den Mahayana Sutras heißt, dass dies das Merkmal derjenigen sei, die zu einer Bodhicitta-Familie gehören, zum Bodhicitta-Typ gehören. Sie haben solche natürlichen Anzeichen, dass sie sofort, wenn sie die Tränen in die Augen kommen oder die Haare zu Berge stehen, wenn sie so über anderen Lebewesen nachdenken. Soweit war bei Miki Dorje ganz deutlich zu fühlen. In der Kadampa-Tradition wiederum heißt es, wenn es um ein Lebewesen ging, ein Lebewesen, was einmal unsere gute Mutter gewesen ist, und wenn es nur um den Nutzen eines einzigen Lebewesens ginge,
wenn es dann bedeutet, dass ich dafür das Leid all der Höllenwelten erfahren müsste und nicht nur einen Tag, sondern bis dieses Leid vollständig aufgebraucht sind. Wenn ich das alles auf mich zu nehmen, bereit wäre für den Nutzen eines einzigen Lebewesens, dann kann man sagen, man hat wirklich ein authentisches Drängen, Herzensdrängen im Sinne von Bodhicitta, Mut entfaltet. Wenn man so etwas hat, so eine Herzensabsicht einen treibt und in eigenes Handeln umsetzen kann, in Körper und Sprache, und dann ist jemand, der so etwas tut, tatsächlich authentisch mit Bodhicitta versehen. Nur dann kann man sagen, dass man tatsächlich sich mit Bodhicitta Herzensmut gewappnet in dem eigenen Handeln ausdrückt. Ein solches Herzensdrängen, ein drängendes, sehnendes Form von Herzensmut uns erfasst und auch die sich in Handeln umsetzt, dann ist tatsächlich das erreicht, was die Kadamba-Meister, die früheren Meister gelehrt haben. Und Karmapa Dorje hat es so gesehen, dass alle Lebewesen, wo immer sie auch seien, dass sie einst unsere gütigen Väter, Mütter, Freunde, Verwandten und so weiter gewesen sind. Und dass man um ihretwillen dann in der Lage sein muss, sich erkenntlich zu zeigen, wie sie uns beschützt haben, wie sie uns durch ihren eigenen Körper, durch ihr Leben, durch ihre Habe und Gut und so weiter beschützt haben. Und das haben sie nicht nur ein einziges Mal an einem einzigen Ort getan, sondern Millionen und Abermillionen und Milliarden Male haben sie das getan. Und nicht nur ein einziges Lebewesen, sondern alle Lebewesen in dieser Form. Und das ist so großartig an Zahl und Ausmaß in diesem Guten, was sie uns haben widerfahren lassen, dass selbst die Buddhas es nicht vollständig begreifen könnten. Wenn man über diese Situation nachdenkt, dass alle Lebewesen uns beschützt und bewahrt und genährt haben, uns unaussprechlich großen Nutzen haben widerfahren lassen, unser eigenes Wohlgefühl gefördert und so fort. Sie waren alle unsere gütigen Mütter, unsere Eltern, die mit großer Fürsorge sich uns angenommen haben. Das war nicht bloß einfach nur Dahergesagtes, wo sie mit bloßem Wortgeklingel sich um uns gekümmert haben, sondern sie haben tatsächlich aus tiefer Herzensliebe sich um uns gesorgt. Und selbst wenn wir die Härten eines einzigen solchen Lebewesens auf uns nehmen wollten, dass sie durchgegangen sind für uns selber. Und wenn wir all das an ihrer Stelle erfahren könnten und wenn wir all das, was dann an Leid sonst noch auf ihnen zukommt, so lange versuchen, auf uns nehmen wollten, bis das Samsara völlig gelehrt wäre, so eine großartige Art von Streben und Eifer, der uns dann erfassen könnte, das war die Eigenschaft von Miki Dorje, schon als natürlicherweise seinen ganzen Charakterstrom erfasst hatte. Er hatte keinerlei Schwierigkeiten, solche Haltungen anzunehmen. Es sind ohne Selbstsucht und Eigeninteresse in irgendeiner Form ganz natürlicherweise keine Sorge um sich selbst und von der kleinsten Alter an hat er keine Zeichen von Eigennutz gezeigt. Ob es für ihn gut ausgehen würde oder nicht, ob da irgendetwas schwierig wird oder nicht, das klappt oder nicht, das hat ihn niemals besorgt, wenn es um sein eigenes Ziel ging. Er war immerzu in Sorge begriffen, ob die Dinge für andere sich gut entwickeln. Ganz allgemein war Miki Dorje um ihn herum, gab es viele Schüler um ihn,
die nicht alle so unbedingt so gute Charaktere waren. Natürlich nicht, dass sie alle schlecht waren, da gab es natürlich bessere und schlechtere, aber da waren vielleicht mehr von dieser schlechteren Sorte. Und diese Leute haben sich niemals um das geschert, was er gesagt hat. Sie haben fortwährend darüber sich ausgelassen, was alles schlecht ist und gut ist, aber sie haben niemals auf seinen Rat gehört. Und Michidov hat sich einfach gewähren lassen, hat da keinerlei Einfluss drauf genommen. Und er hat nicht gesagt, das ist ja fürchterlich für mich hier, dass das so passiert, die respektieren mich nicht und so weiter. Er hat niemals irgendwelche Gedanken dieser Art. Im Gegenteil, für den Nutzen anderer wird er alle seine eigenen Freuden und Verlangen beiseite lassen und immer mit dem Gedanken umhergehen, wie kann ich hilfreich sein, was kann ich tun für andere? Das war das Einzige, was ihn umtrieb. Und nicht nur für ein oder zwei, sondern jeder konnte das so sehen, mit eigenen Augen, dass Michidorje in dieser Weise gehandelt hat. Er war deshalb in dieser Weise bekannt. Und viele sagten es. Das gewöhnliche Lebewesen, all diese Dinge nicht tun konnten, die er an einem einzigen Tag vollbringt. Die Schwierigkeiten, die er an einem einzigen Tage schon alleine auf sich nimmt, hätten andere schon vollständig erschöpft. An anderen Zeit gab es eine Zeit, wo die ganze Gegend dort erfüllt war mit lauter Leuten, die einfach nur dem Anschein nach Dharma übten, die im Grunde genommen nichts anderes im Sinne hatte, als irgendwie alle ihre Anstrengungen darauf zu richten, irgendeinen wichtigen Namen zu bekommen oder einen Titel oder sonst ihre Ansehen zu vermehren und unter solchem Eindruck von solchen vielen Leuten um ihn herum. Aber wo immer da auch welche waren und wer auch immer es gewesen sein mag, von seiner Seite aus, wenn alle diese einen großartigen Gewinn eingefahren haben oder einen Ruhm erlangt haben und so weiter, oder ob sie eine göttliche oder menschliche Art von Wohl und Nutzen erfahren haben, immerzu hat er sich auf großartige Weise mitfreuen können mit dem, dass sie dort als Erfolg und so weiter empfunden haben. Wenn man sich vorstellt, das wäre so, als ob ein Kind also ein Bettler sieht, wie sein eigenes Kind plötzlich $1 Million zufällig bekommt oder eine Lotterie gewinnt und so weiter. Und diese Freude, die er empfinden konnte, diese spontane Freude, so als wie sich dieser Bettler freut, dass sein eigenes Kind plötzlich im Lotto gewinnt. So eine Freude war bei ihm ganz häufig zu sehen, wenn er den Erfolg und den Nutzen bei anderen verspürte. Und war immerzu mit großem Herzen dabei, wenn andere einen Gewinn hatten. Er hatte niemals ein schlechtes Gefühl damit. Er hat niemals anderen beneidet oder darauf geschaut mit Argwohn. Für viele, die wir uns Dharma-Übende nennen, wenn wir dann das Gefühl haben, dass es anderen gut geht und dass sich die Dinge für sie gut entwickeln, dann ist das so, wenn es Leute sind, die uns nahestehen, dann finden wir das noch gut, aber in denen das jemand anderem passiert, den wir nicht so gerne mögen, dann haben wir ein unbequemes Gefühl in unserem Herzen. Wenn man genau darüber nachdenkt, dann müssen wir uns doch darüber Rechenschaft ablegen. Für diese Leute, die das Gute anderer, wenn es auch nur ein wenig ist, nicht ertragen können, wie kann man dann sagen, dass sie Bodhicitta hätten? Der Grund dafür ist, wenn schon das kleine Gute, das bei anderen passiert, nicht in unsere Herzens hineinpassen will, was sollten wir dann sagen,
Wenn ich sage, ich gebe ihnen all meine Freude und mein Gutes und damit sie vollkommenes Buddha-Erwachen erlangen, das ist doch lachhaft, wenn wir einen solchen Wunsch dann noch hegen, wenn wir schon das kleine Gute bei anderen nicht ertragen können. Wir sind schon betrübt, wenn andere ein bisschen etwas besser haben als wir und oder gar wenn sie größere Freude als wir selbst erlangen. Dann ist es doch lachhaft anzunehmen, wir würden dann allen anderen Hab und Gut geben, damit sie vollkommene Buddha-Erwachen erlangen könnten. Miji Dorji hat insbesondere es all jenen niederstehenden oder gewöhnlichen Lebewesen gegenüber ein großes Herzensempfinden. Das tiefste Mittel, was er anwenden konnte, war dieses, sich mit anderen zu vertauschen, in die Position anderer hineinzuversetzen, ihre Situation aus ihrer Sicht sich zu erleben und das mitzuempfinden. Wenn man andere Leute irgendetwas Gutes erlangt, dann hat man vielleicht irgendwie eine Art von Neid oder Eifersucht und so weiter. Und wenn andere ein Leid haben, dann hätten wir nicht den Gedanken, dass es auf uns kommen könnte. Aber bei Miji Dorji war es so, dass immer dann, wenn andere sich gefreut haben, er von Herzen sich hat mitfreuen können und da, wo andere Leid hatten, er versucht hat, den anderen das Leid zu nehmen, als ob er es auf sich selber nehmen könnte. Und viele Leute haben in seiner Gegend um ihn herum immer wieder Pläne gemacht und bestimmte Dinge vorgehabt. Und wenn dann diese Pläne sich nicht so entwickelt haben, wie man sie vorgenommen hat, oder wenn wenn was anderes bei herauskam, das gerade unvollendet und so fort. Er hat bei all diesen Dingen, wo er mit daran beteiligt war, niemals sich beschwert, dass es so sich entwickelt hat. Hat niemals sich beschwert über andere. Hat es einfach so hingenommen. Hatte keine Klage geführt über irgendjemand. Und wenn irgendetwas sich aber gut entwickelt hat, und die eigenen Pläne und die Handlungen sich gut entwickelt, dann hat er niemals gesagt, ich habe das wunderbar hingekriegt, sondern es waren immer andere, die er dafür bewundert hat, dass sie es gut geschafft haben. Und viele andere Leute machen es andersrum. Die sind im Hintergrund und schmieden böse Pläne und haben andere Leute, die nach draußen die Dinge ausführen. Und man versteckt sich im Hintergrund. Aber Miji Dorji hatte niemals solche hintergründigen Gedanken, dass er irgendjemand hintergehen oder mit einer anderen Absicht hat, in das Licht führen wollen. Seine Hauptübung war die, sich mit anderen auszutauschen. Und wie hat er das gemacht? Dieses, sich in die Lage der anderen hinein zu versetzen, sich mit anderen zu vertauschen. Wie hat er dies getan? Seine persönliche Methode dafür, wenn da irgendjemand eine Krankheit hatte, dann hat er es in seinem Herzen auf sich genommen und hat dann gesagt, ich hatte so ein bisschen Unwohlsein. Wenn er aber ein bisschen sich schlecht gefühlt hat, so ein bisschen schwindelig oder ein bisschen Kopfweh, dann hat er niemals darüber gesprochen oder das anderen geklagt, sondern er hat das auf sich genommen. Wenn er dadurch sich schwierig, unkomfortabel gefühlt hat, ein bisschen schwindelig, dann hat er es auf sich genommen. Die anderen haben es niemals mitbekommen. Aber er hat darin sich geübt und geschult. Hat niemals andere davon wissen lassen, weil das dann, wenn er darüber sich gebrüstet hätte, wäre das natürlich eine der 8 weltlichen Eigenschaften geworden und natürlich hat er es vielleicht einigen besonderen Schülern sagen können.
wenn er das auf sich nahm, dann hat er tatsächlich aber auch dieses Herzenstraining, diese Herzensschule in eigentlicher Weise durchgeführt, nämlich so, es immer auf sich genommen hat zu sagen, ich weiß eigentlich gar nichts, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, war immer sehr bescheiden, den geringsten Sitz sozusagen unter anderen hat versucht einzunehmen. Er hat niemals gesagt, hier, ich bin der Kammerbar, ich bin ein Dharma-Übender oder sowas. Mit solchen großen Worten ist er niemals dahergekommen. Wenn es natürlich einen gewissen Nutzen darin war, wenn es bestimmte Leute um ihn waren, die es wert waren, die besonders, dann würde er schon, wenn es für andere gut wäre, davon sprechen. Aber wenn andere dabei waren, dann wäre das völlig nutzlos und dann hat er niemals sich selber gebrüstet, sondern sich so gefühlt, als ob er mit allen anderen ebenbürtig wäre. Er hat niemals Rang und Namen einen besonderen Wert zukommen lassen. Er hat immer niemals die eigene Linie gepriesen und andere Lehrer dafür geschmäht oder kritisiert und so weiter. Was dann natürlich bei anderen haben andere sich darüber beklagt, haben gesagt, hier, hör mal, der lässt ja als Kammerbar ist eigentlich derjenige, der unsere Linie hier führen soll und er lässt alle anderen auf sich herumtrampeln, er lässt alles mit sich machen und steht nicht seinen Mann. Er hat in keinerlei das Auftreten eines würdigen, großen Lehrers. Tatsächlich fügt der Lehrer des Kammerbar einen großen Schaden zu. Und auch wenn er alle diese Kraft und Fähigkeiten hat, wenn er diese Kräfte hat, dann muss er auch diese zeigen, damit andere Leute diese Großartigkeit sehen können. Aber er macht es nicht. Deshalb, aus diesem Grund, tut er tatsächlich unsere Linie, die Linie der Kammerbars, hier mit einem Schaden versehen. Aber was immer Sie auch sagen mochten, er hat sich davon niemals beeindrucken lassen. Miki Deutsches selbst von seiner Seite her hat Körper und Sprache und Bewusstsein eingesetzt, damit alles Gute, was er darin hat versammeln können, für den Nutzen anderer zu verwendet und dass die Lehre des Buddha sich entwickle. Nichts, was er auch immer tat, war nicht gewidmet für den Nutzen anderer. Alle seine Schüler konnten dies unmittelbar direkt erleben. Es war ihre gemeinsame Erfahrung von ihm. Das nennt man, dass sich auch mit anderen austauschen können. Diese Übung, das mit anderen zu vertauschen oder in die Lage, andere zu versetzen, sind an seinem Beispiel gut zu sehen. Das kann man als Beispiel nehmen davon, wie man es tun kann. Vielleicht ist das jetzt ein guter Moment, hier unsere Pause einzulegen. Ich habe vorher darüber gesprochen, wie Tabang Mitsudoji sich in der Art und Weise geschult hat, sich und andere zu vertauschen. Und wenn wir nun tatsächlich über diese Art von Übung sprechen wollen, ist jemand, den wir unbedingt dafür zu Rate ziehen sollen. Und wer ist dieser? Und das ist der Geshe Langri Tangpa. Sein eigentlicher Name war Vajra Löwe oder Dorje Sengye. Ist der erste in Tibet, der diese Art von Übung weitergegeben oder gelehrt oder gezeigt hat.
nämlich die Art und Weise, wie man sich mit anderen vertauschen kann, also sich in die Lage anderer versetzt. Und es ist deshalb sehr wichtig, dass wir seine Lebensgeschichte sehr gut kennen. Er wurde im 11. Jahrhundert geboren, 1054, im Jahr des Holzpferdes. Und das ist wo man heute sagt, die Penpo-Lyntrop-Dzong-Gegend. Er und Shang Sharawa, beide waren Schüler von Potava, des großen Lehrers Potava. Und sie wurden mit Mond und Sonne im Lande des im zentralen Lande begriffen. Die Art und Weise, diese Übung von sich selbst mit anderen zu vertauschen, weiterzugeben, geht in der Tat in erster Linie auf Langri Tangpa zurück. Er ist der wichtigste derjenigen, die diese Übung bekannt gemacht haben. Und später hat er ein Kloster begründet in Langtang und gab es damals viele Klöster damals gegeben. Und dieses Langtang-Kloster, was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, habe ich ein Bild, was ich euch zeigen kann. Da gibt es einen Freund von mir, der mich gebeten habe, da ein Bild zu machen. Und dieses Bild möchte ich euch gerne hier zeigen. Das ist das Langtang-Kloster und sein Haupttempel. Am Anfang war das ein Kadampa-Kloster, zu einem Ursprung jedenfalls, als es begründet wurde. Später wurde es dann ein Sakya-Kloster. Und es ist immer noch ein Kloster, das der Sakya-Tradition gewidmet ist. Das ist die Hauptstatue im Haupttempel, der Geshe Langri Tangpa. Wahrscheinlich neu gemacht worden, nachdem das Kloster neu gebaut wurde. Wir müssen das nicht sehr wichtig nehmen, aber er hat zum Beispiel einen anderen Hut auf, was man normalerweise kennt, wenn man auf diesen Hut schaut hier. Das ist wie der Hut des Gampopa. Und das kam daher, dass Gampopa ja auch ursprünglich der Kadampa-Tradition folgte. Und das ist wahrscheinlich ein Kadampa-Hut, den man dann auch später als das Modell genommen hat für den Hut von Thakpa Rinpoche. Da gibt es auch jemand anderes, der einen solchen Hut getragen hat. Ein anderer Geshe. Da muss also irgendeine Verbindung bestehen zwischen diesen. In jedem Fall aber. Das ist eine Statue, die hier Langri Tangpa zeigt. Auf einem alten Vorbild nach einem alten Vorbild gefertigt, im Haupttempel von Langri Kloster. Nun, diese Unterweisungen, die solches miteinander vertauschen von sich selbst und anderen bedeuten, waren bis zu diesem Zeitpunkt hin eine geheime, verborgene Übung, die diese Kadampa-Lehrer im Verborgenen zu üben in der Lage waren. Aber der Einzige, der das jetzt zuerst dann, was das zuvor eben nicht öffentlich verkündet wurde, dann zugänglich gemacht hat, war Langri Tangpa. Er hat diese verschiedenen Vorstellungen, die dabei eine Rolle spielen, in 8 Verse gekleidet und hat das als Übung bekannt gemacht. Und
und hat darüber in der Öffentlichkeit ausführlich gelehrt, speziell den Mönchen. Von dieser Zeit an ist es eine allgemeine Übung geworden, sich mit anderen auszutauschen. Zuvor war das eine geheime, verborgene Übung und nur jenen weitergegeben, die dafür als geeignet erschienen, um es wirklich auch in Handlung umzusetzen. Diese Übung, sich mit anderen zu vertauschen, darüber heißt es in den Worten von Langre Thampa, ich habe niemals einen gewöhnlichen Atem geatmet. Was das nämlich bedeutet, heißt, dass er niemals einfach nur so Luft geholt hat, einen nutzlosen Atem geholt hat, der nicht in Verbindung war mit diesem Geben und Nehmen. Ausschließlich da, wo es eine Rolle spielte, sich mit anderen zu vertauschen. In solcher Weise hat er einen Atemzug gemacht. Das heißt, wenn immer er ein- und ausgeatmet hat, dann hat er es verbunden mit dieser Übung, wie sie in den Anleitungen heißt, die eigene Freude den anderen zu geben und das Leid der anderen auf sich zu nehmen. So war jeder Atemzug diesem gewidmet, nämlich Freude in die Welt zu bringen und das Leid den anderen zu nehmen. So hat es in Tibet auch eine Herzensschulung gegeben, wo man sagt, also diese 7 Punkte des Herzenstrainings oder der Herzensschule, die auf Geshe Chakrikawa zurückgehen. Geshe Chakrikawa. Und als er zuerst mal gehört hat, diese 8 Verse von Geshe Langre Thampa, hat er ganz tiefes Vertrauen in diese Verse, in diese Kadampa-Lehre entwickelt. Und da hat er zuallererst diesen Wunsch gemacht. Da gibt es etwas anderes, das man dann noch erklären muss. Wenn man über die 8 Verse des Geistestrainings spricht und da gibt es eine Versform und da gibt es aber eine andere, die ist in Prosa-Weise geschrieben. Und das ist eigentlich sehr wichtig. In meiner Meinung ist die eigentliche Fassung diejenige, die in der Prosa-Fassung die vollen Sätzen. Warum? Weil nämlich die Rede ist von 8 Versen. Oder wenn man sagt, ein Vers, meint man eine Zeile. Aber wenn man sie dabei abzählt, dann gibt es keine Art und Weise, wie man da, wo die Versform übermittelt, dass man darin auf 8 Zeilen kommt. Aber innerhalb der Prosa-Fassung ist das der Fall. Aus diesem Grunde, und deswegen, das finde ich hier sehr deutlich erklärt, und in dem Kommentar von Chekawa enthalten ist, Chekawa, kann ich das ganz klar entnehmen und deswegen bin ich der Meinung, dass es die ursprüngliche Fassung gewesen ist, aber ich kann deshalb nicht sagen, dass die Versform nicht von Langre Thampa ist, sondern wie einige Gelehrten sagen, die ursprüngliche Fassung von Langre Thampa, nämlich in dem ersten Vers, war anders gefasst darin. Da heißt es im ersten Vers, da mir die Lebewesen allesamt mehr als je ein Wunschjuwel vermöchte, besten Nutzen zu vollbringen scheinen, sie als höchsten Wert zu sehen, übe ich so. Später gab es dann jemand anderen, der heißt Sangchenpa Dharma, und er ist Dharma Sönam und er hat das in einen Wunsch verändert, der dann am Schluss dann heißt, möge ich die als höchsten Wert sehen. Und es wurde daraus ein Gebet, aber am Anfang war es eine eigene Übungsanweisung, nämlich die von Langre Thampa selbst verfasste, übe ich so. Sie als höchsten Wert zu sehen, übe ich so. So ist das in gemäßen Worten von einem der Gelehrten, die diese Verse studiert haben. Wenn man diese in eigene Übungserfahrung umsetzen möchte, dann muss man den Kernpunkt dabei hervorheben. Und der Kernpunkt ist,
das hier als eigene Übung zu sehen, sich selber mit anderen zu vertauschen. Das heißt, wir müssen die niedrigste Position für uns selbst übernehmen und all die anderen über unserem eigenen Haupte versammeln. Um das dazu in der Lage sein, muss es diese Möglichkeit geben, dass wir eine ganz bescheidene, die niedrigste Position in der Lage sind einzunehmen. Was immer auch die anderen alles tun, und ob sie großartiger sind oder weniger großartig sind, das Wichtigste ist, dass wir nicht über die Großartigkeit der anderen nachdenken und vergleichen, sondern sie alle über unserem eigenen Haupt versammeln. Dann, wenn es so ist, dann sind wir in der Lage, diese Übungen tatsächlich in Handlung umzusetzen zum Wohle anderer und damit den Nutzen für andere zu vollbringen. Andernfalls sind wir nicht dazu in der Lage. Ein anderer wichtiger Punkt dabei ist, dass wenn man diese Übung, sich in die Lage anderer zu versetzen oder sich mit anderen zu vertauschen, tatsächlich durchführt, so wie Langye Tangpa es ausgedrückt hat, nichts muss man alles so verstehen, wie es Langye Tangpa ausgedrückt hat, und das ist der Kern aller seiner Sätze, dass alle Qualitäten mit allen Lebewesen, deswegen muss man in der Lage sein, alles Gute aufzugeben, um es den anderen Lebewesen zu schenken und deren Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Wie viel man auch immer diese Verse dann versucht, in Handlungen überzuführen, ist dann alle Fehler unserer eigenen Fehler sind. Alle Vorzüge sind die Vorzüge aller Lebewesen. Das ist der Kernpunkt dabei. Deswegen muss man den Sieg und Gewinn den anderen geben und die Fehltritt und Schaden sich selbst übernehmen. Wie immer man auch da mal unter verstehen will, befreiende Information ist genau so hier in Handlung umzusetzen, wie dies hier in diesen Versen beschrieben ist. Eine andere Qualität von Langye Tangpa war, dass er immer sehr ganz betrübt oder mürrisch wirkte. Oder eher als sehr, sehr ernsthaft oder eigentlich schon fast bitter aussah, weil er immer über die Nachteile in dieser Welt des wiederholten Leids für alle Lebewesen nachdenkt, hat er den Nebennamen bekommen, der mürrische Langtang oder der bittere Langtang. Und Leute, jemand hat damals zu ihm gesagt, ja, die Leute reden über uns hier als die mürrischen Langtangs und so weiter. Und vielleicht solltest du ab und zu mal ein bisschen lächeln. Und dann hat darauf wieder gesagt, es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn du mal ab und zu auch mal ein nettes Gesicht machen würdest. Und es ist doch nicht nett, dass alle Leute dich hier den mürrischen Langtang nennen. Das wäre doch nicht gut für uns. Aber er selbst hat darauf das Folgende geantwortet. Wenn du über dieses Leid all der Lebewesen in diesen 3 Arten von Welten des Daseins in Samsara nachdenkst, wie kannst du dann überhaupt jemals ein Lächeln auf die Lippen bekommen? Er hatte immer einen ganz ernsten, eher bitteren Gesichtsausdruck und war so ernsthaft damit befasst, sich dieses Leid vorzustellen oder sich mit diesem Leid zu verbinden. Und er sagte, wir reden immer dafür, dass das Leid von Samsara so wichtig ist, aber wir fühlen es nicht. Und wenn es dann tatsächlich fühlbar ist, dann merkt man das auch, dann zeigt es sich in dem eigenen Gesichtsausdruck. Aber ich sage nicht, dass er niemals gelacht hat, sondern in seinem Leben heißt es, dass er tatsächlich 3-mal gelacht habe, 3-mal gelächelt habe. Sagen wir niemals nie, sondern er hat 3-mal tatsächlich gelächelt. Und wann waren diese 3 Male? Das erste Mal war, was hat ihn tatsächlich lächeln gemacht? Das eine Mal war so, saß er da in seiner Übung und die machten immer Mandala-Opferungen oder Geschenke. Dann hat er also ein Mandala vor sich gehabt, so ein des universellen Geschenks. Und also normalerweise sind da also Körner da drauf, andere Leute machen auch da Juwelen drauf und so weiter. Und zu dieser Zeit war es so, er hatte einen kleinen Türkis und dieser Türkis ist sehr wichtig in Tibet. Und dann hat er diesen Türkis direkt in die Mitte gesetzt. Er hat es oben drauf gesetzt auf das Mandala. Wenn es da drauf gesetzt hat, dann kam eine Maus.
Die Maus hat versucht, als die Maus diesen Türkis gesehen hat, hat sie versucht, diesen sich zu nehmen. Die hatte großen Gefallen an diesem Türkis gefunden und hatte sofort den Wunsch, es irgendwie mitzunehmen. Aber weil es dann versucht hat, diese Türkis so zu bewegen, war es nicht möglich, weil das so ein großer Türkis war. Er konnte es einfach nicht schaffen, den irgendwie zu bewegen. Konnte es in keiner Weise bewegen. Hat dann noch eine andere Maus dazu geholt und so weiter. Und all die anderen Mäuse zusammen haben versucht. Und der eine hat gezogen, der andere hat gedrückt. Und sie haben sie zusammen versucht, diesen Türkis zu nehmen. Nagitama hat gesagt, das ist ja wirklich völlig verrückt. Und da musste er doch etwas lachen, etwa ein bisschen lächeln. Das eine Mal war das, wo er dann den zum Lachen gebracht hat. Ich kann nicht sagen, was die zweite und die dritte Situation waren, die ihn haben lächeln lassen. Geshe Langri Tamba, also der Herzensfreund, der Kalyana Mitra, Langri Tamba, hat dann, wenn er diese Übung durchgeführt hat, sich selbst mit anderen zu vertauschen, hat er ein Beispiel dafür gegeben, wie das zu tun sei. Hat eine Dharma Unterweisung gegeben zu seinen Schülern und eine Frau kam dabei des Weges, die hatte ein junges, frisch geborenes in ihrem Arm. Und sie sagt, ja, das. Und sie hat es in Geshe Langri Tamba in den Schoß gelegt und hat gesagt, das ist dein Kind. Du musst dich um ihn kümmern. Ich kann das nicht. Weiter hat sie nichts gesagt und ist einfach davon gegangen. Jeder war da sehr drüber erschrocken, aber er hat es einfach so hingenommen. Hat keinerlei Regung gezeigt in seinem Gesicht, hat es auch nicht erklärt. Er hat es einfach genommen, hat sich um das Kind gekümmert, hat irgendjemand gefunden, der Milch besorgen kann. Man hat dafür ein bisschen Geld gegeben, ein bisschen Geschenk gegeben, hat es in die Sonne gebracht. Hat es sich um das Kind so gekümmert wie an sein eigenes Kind. Und als es dann groß wurde, kamen seine tatsächlichen Eltern vorbei und haben sich dafür entschuldigt und haben gesagt, wir haben es dir gebracht, weil wir so viele Kinder hatten und wir konnten uns nicht auch noch darum kümmern. Alle sind gestorben. Und wir hatten dann wieder ein Kind gekriegt und da haben sie überlegt, was kann man machen, dass es nicht wieder stirbt. Und all die Astrologien und die Voraussagen, die waren so, du müsstest sofort einem Lehrer geben, einem Lama geben. So, von diesem Grund hatten wir keine andere Möglichkeit gefunden. Und um unseren Sohn zu schützen, damit er weiter leben kann, haben wir es nichts anderes machen können, als es dir zu geben. Bitte, es sei gütig und gib ihn uns wieder her. Und er hat gesagt, ja, das ist okay, das ist euer Kind, nehmt ihn ruhig wieder mit. Sogar wenn Leute Schlechtes über ihn gesagt haben oder gespottet, hat er es niemals erklärt. Er hat einfach alle diese Sachen auf sich genommen, hat es nie verteidigt. Er hat es nicht einfach erklärt, sondern er hat es tatsächlich getan. Und so hat Geshe Langri Tamba sehr verschiedene großartige Schüler gehabt, zum Beispiel Geshe Shakbo, Gangra, Jya Chakriva, Ralo Tsaba und so weiter. Der erste, wichtigste unter denen zu nennen ist derjenige für die Vajrabharava-Übung, Ralo Tsaba, auch ein Schüler von Geshe Langri Tamba, auch der Gründer der Shankaracharya-Linie, Jungpun Naljo, war ein Schüler von Langri Tamba. Und da gibt es eine Geschichte darüber, zum Beispiel, Jungpun Naljo war nach Indien gereist, um dort einen Lama zu treffen, einen Guru, Bodh Gaya im Namen, und er hat von ihm versucht, die Bhikshu-Ordination
erbeten und der Lama dort hat, der Guru dort sagte, Guru Bodhgaya sagt, ich kann nicht dein Kempo sein, dein Mentor sein. Du solltest, weil ich ein Inder bin, du solltest nach Tibet gehen, in die Gegend von Langri, dort unter dem goldenen, farbigen Licht. Da ist eine Ausstrahlung, eine Verkörperung des Buddha Amitabha, des Buddha des grenzenlosen Lichts. Von dem solltest du deine Ordination empfangen. Und so genau wie getan, ist er dann dort in diese Gegend gegangen und hat von Langtamba dort die Ordination empfangen, zu einer Zeit, als Langri Tangpa 40 Jahre alt war. Und er war damit sozusagen der Kempo, der Abt für diese volle Ordination. Damit wurde Trungpa Naldo ein Schüler von Langri Tangpa. Und da gibt es noch einen anderen Geshe Shapo Gangpa, auch einen berühmten Geshe. Und die Art und Weise, wie er Langri Tangpa beschrieb, wie er ihn gesehen hat, in seinen Augen hat er in Worte gefasst und hat gesagt, Langri Tangpa hatte diesen großen Herzensmut, er hat diesen grenzenlosen Herzensmut. Und jemand wie ich kann etwas Gutes tun für ein paar Leute, die mir nahestehen. Dafür die könnte ich mein Leben vielleicht lassen oder mich abhängen. Aber nicht für die Leute, die mich verletzen und die mir schaden, hätte ich das nie können. Aber Geshe Langri Tangpa wäre in der Lage, es für beide gleichermaßen ohne Unterschied zu tun. Er kann sein Leben dafür geben, dass immer der sein eigener Feind ist, dadurch seinen Nutzen erfährt. Das ist der Grund das liegt daran, dass er diesen großen Bodhicitta Herzensmut besitzt. Nicht nur hat der Geshe Langri Tangpa in dieser Beschreibung diese große Bodhicitta, weil auch die ganze Gegend war damals unter diesem Einfluss. Zu der Zeit, wo er dort lebte, heißt es, nie gesehen, dass irgendwelche Tiere untereinander Schaden zufügten. Das heißt, dass in Geshe Langri Tangpa die ganze Leben lang über diesen wohlwollenden Bodhicitta Herzensmut geübt hat. Und als er dann ans Sterben ging, hat er gesagt, möge ich in der Hölle wiedergeboren werden, zum Wohle aller Lebewesen. Aber irgendwie war der Wunsch nicht erfüllt und er hatte dann kurz vor seinem Tode, da sagte er, ich sehe keine Hölle, ich sehe überall nur diese reinen, makellosen Visionen und habe ich jetzt hier, bevor ich sterbe, ich kann nicht in der Hölle wiedergeboren werden. Das hat ihm richtig Sorge bereitet. Für die meisten von uns ist es so, dass wir die Sorge haben, dass wir irgendwie in einem Höllenbereich, in einem Elendsbereich wiedergeboren werden. Bei ihm war es gerade so, er wollte absichtlich dort wiedergeboren werden und das funktionierte nicht. Mit 70 Jahren alt, im Jahre 1123, ist er dann aus diesem Leben geschieden. An dem Tage, als er davon ging, heißt es, er war eine alte Frau, die in die Gegend zu wohnen pflegte und dann ab und zu nach Langtang kam in das Kloster, um dort da ein bisschen Umrundungen zu üben. Und so ist sie dann in dem Hof, im Klosterhof umhergegangen. Und irgendwie sagt sie an dem Tag, das ist aber merkwürdig. In all den Jahren, wo ich hier gewesen bin in Langtang, da gab es nie ein Lebewesen, was ein anderes verletzt hat. Die Wölfe haben die Schafe nicht getötet und die Falken haben die Tiere nicht angegriffen. Und heute habe ich einen Falken gesehen, der einen anderen Vogel genommen hat. Das habe ich vorher nie gesehen. Heute Morgen konnte ich das sehen, wie der Falke diesen anderen Vogel davonträgt. Also das heißt, Langri Tangpa ist wahrscheinlich nicht mehr in seinem Körper. Und der Grund, dass sie das sagte, lag von ihrer Beobachtung. Sie hat es nicht gewusst. Sie hatte noch nicht davon gehört, dass er tatsächlich gestorben war. Zu dem Zeit gab es kein Internet, da gab es keine Telefone. Sie konnte also nicht davon wissen. Sie ist einfach nur in das Kloster gegangen, so wie sie es immer getan hat. Und dann hat sie eben gedacht, irgendwie weist es darauf hin, dass der
der Guru nicht mehr in seinem Körper ist. Sonst hätte ich nicht diesen Walken den Vogel wegnehmen sehen. Das war also richtig bekannt zu dieser Zeit, dass die Tiere untereinander keinen Schaden zufügten in dieser Zeit, wo Langye Tangpa dort an diesem Ort zu leben pflegte. Ja, du bist ganz besondere große Fähigkeiten und darüber hinaus auch die Fähigkeit, dass das ist hier der Stupa, wo seine Reliquien drin verwahrt wären, der Stupa in Langye Tangpa Kloster. Und es heißt über diesen Stupa, dass dann Tag und Nacht sind da Leute, die um diesen Stupa umrunden, Götter und Menschen. Und die Götter sehen wir nicht, aber es sind Götter und Menschen, die gleichermaßen diesen Stupa umrunden, Tag und Nacht, so heißt es. Auch wenn wir nur Menschen sehen, ist zu tun. Und Lange hat es gesagt, wenn ein menschlicher Schatten auf einen Gott fallen würde, dann würde es so einen Schaden hervorrufen, dass dieser Mensch ein kürzeres Leben habe. Deswegen habe Geshe Shangshung hat die Anweisung gegeben, als er über diese Tatsache berichtete, dass die Regel war, dass von Morgengrauen an bis zum Mittag sollten die menschlichen Schüler diesen Stupa umrunden und von mittags bis zum Abend sollten die Götter diesen umrunden, aber Menschen sollten dann nicht herumgehen. So hat er diese Regel gemacht und diese Regel wird bis auf den heutigen Tage noch weiter aufrechterhalten, wenn man dorthin kommt. Da ist extra ein großes Zeichen darüber über der Tür, das genau diese Anweisung vermittelt. Menschen sind nur erlaubt, von morgens grauen bis zum Mittags zu umrunden und Götter von Mittag müssen müssen auch eine Gelegenheit haben, und zwar von Mittag an bis zum Abend. Wir sollten ihnen diese Gelegenheit geben. In der Zukunft, wenn wir also eine solche Gelegenheit haben, dorthin zu gehen, dann wäre das sicher sehr großartig, dass sicher etwas von unserem eigenen Bodhicitta, Herzensmut von Hilfe wäre, wenn wir an einen solchen Ort hinpilgern könnten, nach Langtang Monne Kloster. Da sollten wir dann tatsächlich unsere Wünsche fassen, unsere Herzenswünsche und an diesem Stupa jemand, der einen gelebten Bodhicitta gezeigt hat in dieser Welt. Und es wäre sicher für uns auch von großem Nutzen, wenn wir diesem Ort begegnen könnten. Deswegen habe ich hier dieses Bild gezeigt und euch mal einen Eindruck davon zu geben. Jetzt gibt es noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ohne diese Geschichte wird es nicht gut ausgehen, deswegen möchte ich sie gerne noch mitteilen. Diese Geistergeschichte, genauer gesagt. Also es ist aber nicht irgendeine Geistergeschichte, sondern eine sehr mit diesem Thema verbundene Geistergeschichte, eine Gespenstergeschichte. Ich habe schon gesagt, dass Langye Tangpa sehr viele verschiedene Schüler hatte und einer, Shakriva und Shakrigampa, und der Shakrigampa war einer der Hauptschüler, Shakriva. Und auch für die Kachi-Linie ist Shakriva besonders von Wichtigkeit. Es gab also sehr viele verschiedene Kadampa-Gelehrten und der besondere war Chakriva. Und warum? Weil wir sagen Takpo Kagyu. Das liegt daran, dass wir Vertrauen haben in die Mahamudra-Überlieferungslinie. Und Gampopa hat seine Kadampa-Ordination von Chakriva empfangen, also ist auch jemand, der in unserer Überlieferungslinie ist. Und deswegen sagen wir, ihr Kachibas, ihr seid Kadampas. Und dann fragt man, wer ist denn der Geshe, der Gampopa diese Überlieferung gegeben hat? Und da müssen wir sofort sagen können, Ja Chakriva war sein Lehrer. Deswegen müssen wir den Namen unbedingt behalten. Ja Chakriva war der Mentor Gampopas aus der Kadampa-Linie. Deswegen nenne ich euch all diese Namen, damit ihr sie nicht vergesst, dass wir wenigstens wissen, wer Gampopas Kadampa-Lehrer gewesen ist, eben Ja Chakriva.
Und da gibt es immer eine besondere Geschichte und die ist vielleicht ein bisschen bemerkenswert und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Also wie die meisten der Katanpa-Lehren war er in Kham geboren. Aber Ralo-Zawa in seiner Geschichte, Befreiungsgeschichte über diesen erzählt, dass er in Penpo geboren worden sei. Es gibt also verschiedene Berichte, aber die meisten sagen, er ist in Kham geboren, in jedem Fall. Aber in jedem Fall war es so, das sagen die Lebensgeschichten, dass sein Vater in zu jungen Jahren schon starb und seine Mutter mit dem Kind zurückließ. Und da war nur seine Mutter und er und dann noch 6 andere Geschwister. Er hatte 6 ältere Geschwister. Aber die starben, alle, einer nach dem anderen. Und als sie starben, dann sagten die Leute in der Gegend, wenn so viele Leute gleich da sterben, der Vater stirbt und all die Kinder sterben, dann sagen die Leute, vielleicht ist die Mutter ein Monster, ein böser Geist oder eine Hexe oder so etwas. Jeder in der Gegend hat also diese Meinung, sagt, die ist eine Hexe, ein Monster. Und jeden Abend ist diese Mutter verschwunden. Niemand hat gewusst, wo sie hin ist. Und als sie dann verschwunden war, hat das Kind irgendwann sich gefragt, wo ist denn meine Mutter? Das ist ein bisschen merkwürdig irgendwie. Jeden Abend verschwindet sie einfach. Ich will doch mal rauskriegen, was da eigentlich passiert. Und eines Tages hat er sich entschlossen, dass er da, wo es zur Nacht ging, einfach nur so, aber er schlief und hat nur so getan und hat eben aufgepasst. Und als er dann, während er so vor sich tat, als ob er schlief, da gegen so in der Mitte der Nacht, als es richtig finster war, kamen zwei Frauen da mit großen roten Gesichtern kamen herein und haben die Mutter gefragt, komm mit, komm bitte mit. Okay, komm mit uns. Und in dem Augenblick, wo sie das sagten, hat die Mutter, da gab es eine große Kiste in der Ecke, so eine große Kiste, die in der Nähe stand. So, er hat sich einfach auf diese Holzkiste gesetzt, wie so, als ob man sich auf ein Pferd setzt. Und die 2 Frauen haben es eine hat es von vorne gezogen, die andere hat von hinten geschoben. Und dann sind sie davon. Sind durch die Wände gegangen. Es war also einfach durch die Luft und direkt einfach durch die Wand weggeflogen. Als ob das keine Wände dort gäbe. Ein bisschen später, da hat das Kind, ist dann irgendwann eingeschlafen und da war die Mutter schon wieder da. Er hat keine Ahnung gehabt, wo die Mutter hin ist, aber sie kam wieder, ohne eine Idee, wohin sie gegangen sein wird. Die nächste Nacht hat er sich gedacht, das will ich doch mal herausfinden. Das ist wirklich merkwürdig, wo sie immer hin verschwindet. Das ist etwas merkwürdig mit ihr. Ich muss doch mal rauskriegen, was da passiert. Und dann um das mitzubekommen, hat er gedacht, ich gehe in diese Kiste hinein. Er hat sich also in der Kiste hinein versteckt. Ohne dass die Mutter es wusste, ist er also in diese Kiste hinein und hat sich nicht bewegt. Und wie in der Nacht zuvor kam es dann wieder dazu, gegen Mitternacht hat sich dann ereignet, dass diese 2 Frauen kamen und die Mutter einluden, dass sie unbedingt mitkommen solle und so fort und so fort. Und so sind sie wieder sofort, sie hat sich auf diese Kiste gesetzt und da war aber ein bisschen merkwürdig, weil das Kind darin in der Kiste saß und die Mutter sagte, irgendwie dieses Pferd reitet nicht so gut. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, ist ein bisschen quietscht und echt so ein bisschen. Hat so ein bisschen dahin gescheppert. Normalerweise sind sie hochgeflogen, sind ein bisschen höher und so sind sie etwas niedriger und haben immer wieder so an den Boden gestoßen. Die Mutter hat sich gewundert, das ist merkwürdig, dass mein Pferd scheint nicht gut in Form zu sein heute. Diese Kiste war gewissermaßen ihr Pferd und sie hat gesagt, mein Pferd reitet heute nicht so gut. Sind Sie auf diesem Pferd dann auf einen Leichenacker gefahren? Dort waren viele Frauen versammelt und eins müssen wir an dieser Stelle wissen.
wenn man über Dakinis spricht und sagt, dass Dakinis irgendetwas Gutes seien. Aber tatsächlich, wenn man in Indien und in Tibet über Dakinis spricht, dann würde man sagen, das sind sowas wie Hexen oder wie Monster oder so etwas, wo eigentlich Leute normalerweise sehr erschreckt und besorgt darüber sind. Und wenn Tibeter sagen, oh, Dakini, dann denkt man, oh, was Wunderbares, Großartiges, aber damals war das überhaupt nicht der Fall. Es war tatsächlich nicht der Fall. Sie waren tatsächlich sehr furchterregend. Und wenn man nicht genau aufpasste, dann, wenn man sie nicht gut behandelt hat, dann haben sie Flüche ausgesprochen und das Schweben schwer gemacht. Jedenfalls waren da ganz viele Frauen drum versammelt und die Mutter war so gewissermaßen der Chef von allen. Sie saß da auf dieser Kiste. Diese Kiste wurde in die Mitte gesetzt. Und es wurde so etwas wie ein Thron für sie und all die anderen drumherum. Und was dann passierte war, im Moment haben sie eine Leiche eines jungen Mannes herangebracht. Und sie haben eine Party gemacht, wie ein Ganachakra-Fest. Und sie haben zuallererst das Schädel aufgemacht, dann haben sie einen aufgeschnitten, haben die Schädelschale genommen und haben sie der Mutter gegeben, weil sie die Chefin von Ganzem war. Und nachdem sie ihr das gaben, hat sie rumgeguckt. Oh, du liebes bisschen, ich habe meinen Löffel vergessen. Ich habe ihn zu Hause vergessen. Dumm. Ja, weil sie das Gehirn nämlich herausschlürfen wollte. Da braucht sie einen Löffel dafür, um das herauszuholen. Das ist immer so, wie als ob man Eiscreme auslöffelt. Aber vielleicht ist es mehr sowas wie Joghurt. Aber jedenfalls habe ich meinen Löffel vergessen. Den habe ich anscheinend zu Hause gelassen. Und eine der Frauen sagte, Mutter, nimm doch einfach deinen langen Arm, streck ihn aus. Und da hat sie dann sofort, während sie auf dieser Kiste zu sitzen war, noch, ohne sich anders weiter zu bewegen, hat sie ihren Arm ausgestreckt, lang, ganz super lang, bis zu ihrem Haus zurück, hat den Löffel genommen und wieder zurück. Und damit dann jetzt dieses Gehirn ausgelöffelt. Und das Kind hat alles in dieser Kiste, wo es darin saß, mitbekommen. Hat es aus der Kiste herausgesehen. Das waren so Holzkisten und da konnte man also da durch die verschiedenen Spalten hindurch alles beobachten. Und dann, als es dann gegen den Morgengrauen war, sind alle wieder zurück und weg und die Mutter wieder nach Hause mit der Kiste, hat die Kiste zurückgeritten und hat sich in ihr Bett gelegt. Nachdem die Mutter sich hingelegt hat zum Schlaf, ist das Kind langsam aus der Kiste heraus und wieder, ohne dass die Mutter es mitbekam, in sein Bett zurückgegangen. Über lange Zeit ist dann nichts weiter passiert. Aber eines Tages, was dann geschah, war, dass es scheint so, als ob sie ein zweistöckiges Haus besessen haben zu dieser Zeit. Und die Mutter war auf dem oberen Geschoss und hat dabei Wolle zu spinnen mit einer Spindel da Wolle zusammengedreht und diese Spindel fiel herunter auf das untere Geschoss. Und da war der Sohn unten. Und die Mutter sagt, hier, ich habe eine Spindel ist runtergefallen. Bring mir die mal schnell rauf. Und als sie das sagte, brach es aus ihm heraus. Er konnte es nicht verstoppen, dass er dann die Worte aussagte. Er sagte, Mama, tu doch einfach mal deinen langen Arm, benutze doch deinen langen Arm. Weil er sich das nämlich eingeprägt hatte, wie er das gesehen hatte. Streck doch einfach deinen langen Arm aus. Und in dem Augenblick hat die Mutter sofort ganz ärgerlich geworden und hat es verstanden. Er kennt ihr Geheimnis. Er nennt mich ja, wie was Sie mich nennen, Sie nennen mich eine Dakini. Er weiß darüber Bescheid und er wird es anderen Leuten sagen. Und da wurde sie sehr, sehr erbost. Hat das Kind genommen, in der Hand genommen und geschüttelt. Und was dann passierte war,
Er wurde sofort in die Gestalt eines Hundes verwandelt. Der Mensch wurde zu einem Hund. Der Körper war der Hund, aber sein Bewusstsein, sein Erleben war nach wie vor das eines Menschen. Weil er immer noch ein menschliches Bewusstsein hatte, der war mit dem Hundekörpergestalt ausgestattet. Jetzt hat er ganz viel Leid dadurch erfahren. Das wäre sehr, sehr, sehr schwierig für ihn. Er hat das Gefühl, wenn ich jetzt immer in dieser Form sein muss, das ist doch überhaupt keinen Nutzen mehr. Am besten werde ich mich selber umbringen, ich werde in einen Fluss springen und mich töten. Als er während dabei war auf diesem Weg, da waren sehr viele Leute, die da unterwegs waren und die waren über Langri-Thampa sich unterhielten. Und der Langri-Thampa ist ein großartiger Lehrer, so ein wunderbarer Lehrer, mit so vielen wundersamen Kräften. Und da hat er sich gedacht, wenn das der Fall ist, dann ist vielleicht dieser Geshe Langri-Thampa so viel Mitgefühl und Kräfte besitzt, dass er mich vielleicht aus diesem Körper erlösen kann. Vielleicht sollte ich zu ihm gehen. Und vielleicht kann er irgendetwas tun und mich wieder in einen Menschen verwandeln. Und das jedenfalls war das der Entschluss, den er gefasst hat an dieser Stelle. Und in der Kadamba-Geschichte heißt es, mit einigen Händlern zusammen in diese Richtung sich begeben hat, da wo Langri-Thampa war. Er ist einigen Händlern nachgefolgt. Er hatte natürlich konnte diesen Weg nicht alleine finden, so ist er diesen Händlern angeschlossen und kam dann nach Yuzhang, also Zentral-Tibet, und nach Langtang. Langri-Thampa hat das natürlich gewusst, heißt es, und er hatte seinem Schüler gesagt dort, mach ein Torma heute. Heute musst du ein spezielles Torma machen. Und gib es mir, bring es her. Und das hat der Diener so gemacht, wie besprochen, ein Torma verfertigt, es zu seiner Verfügung dorthin gestellt. Und als die Sonne gerade am Untergehen waren, da hat er ihn angewiesen und gesagt, schaut doch mal nach draußen, ob da irgendjemand dahergekommen ist. Ist da irgendjemand gekommen? Der Diener schaute nach draußen und sagte, nö, da ist niemand hier, nur so ein Hund, der mit voller Staub bedeckt. Ein staubiger Hund kommt daher des Weges, aber sonst ist da niemand. Der kommt ganz hier mit hergerannt, gibt sich ganz viel Mühe, schnell hierher zu kommen. Und hat es dem Lamm gesagt, also Leute gibt es nicht da, aber der Hund ist da, ein Hund ist da. Und dann gesagt, okay, dann lass uns jetzt rausgehen. Und dann gingen sie raus, er hat den Hut aufgesetzt und hat das Torma genommen. Und als sie herauskamen, in dem Moment, als der Hund dort gerade ankam, an die Schwelle des Tors, in dem Moment kam der Lama heraus und hat sein Torma und hat es auf den Hund geschmissen. Hat es auf den Hund geschmissen und in dem Moment hat sich dieser Hund wieder zurück in einen Menschen verwandelt. Und als der Hund sich in einen Mensch verwandelte, war das Kind von großer, großer Freude erfüllt. Und so viel Vertrauen zu dem Lehrer. Jeder wollte wahrscheinlich sich genauso fühlen. Und hat dann sich ihm angeschlossen, ihm bei ihm zu Diensten. Und der Lehrer hat ihm gesagt, okay, du musst mit mir bleiben und so weiter, und hat ihn versorgt und so fort. Und dann, aber hat immer gesagt, eines muss ich dir einschärfen, was immer auch geschieht, bevor du irgendetwas tust, musst du mich immer erst selber fragen. Nach einer gar nicht so langen Zeit hat sich dann herausgestellt, dass die Mutter davon erfuhr. Die Geschichte hat sich verbreitet und dass ihr Sohn jetzt bei Langri-Thampa als Schüler sei, und da hat sie gedacht, da muss ich etwas dagegen tun, hat eine hölzerne Kiste verfertigt und hat da Flüche und Verwünschungen draufgesetzt und hat diese Kiste so verschlossen, dann jemand mitgegeben als ein Geschenk dafür, um sozusagen ihren eigenen Sohn zu unterstützen mit dem vermeintlich, mein Sohn ist bei Langri-Thampa, um Dharma-Belehrung zu empfangen, so geh bitte dorthin und gib ihm diese Kiste da mit Sachen darin, die ihn unterstützen sollen dort. Das ist sein Proviant und für seine Ausgaben, die er dort hat, dafür gib ihm diese Kiste mit. Ja. Und das für dieses
Die Person kam dorthin und und hat dort dem Kind diese Kiste gegeben und gesagt, das ist von deiner Mutter und die hat es gegeben, damit du hier studieren kannst und deinen Unterhalt sozusagen als zur Unterstützung. Das Kind nahm diese Kiste und nahm es in seine Hand. Und war eine kleine Kiste, aber sie war unglaublich schwer. So schwer, dass er es kann nicht in der Hand halten und sie fiel dann auf den Boden. Das ist merkwürdig. So eine kleine Kiste und so unglaublich schwer. Er war selber ja relativ klein. Da muss da irgendwas drin sein vielleicht ist da Gold darin, irgendwas ganz Besonderes. Wie kann das denn sein? Ich musste es eigentlich öffnen. Und gerade in dem Moment, als er dabei war, diese Kiste zu öffnen, fiel ihm ein, was ihm Lengische Langretamba eingeschärft hat, indem er gesagt hatte, bevor du eine Entscheidung triffst, komm unbedingt und frag mich zuerst. Also geht zu Langretamba und erzählt ihm diese Geschichte. Meine Mutter hat mir für meine Unterstützung diese unheimlich schwere Kiste geschickt. Ja, was soll ich hier tun? Langretamba sagt, okay. Er hat natürlich ein Dama-Kleid, ein Dama-Gewand getragen. Er hat sein Dama-Gewand ausgezogen, hat es dem Kind umgelegt. Und du trägst dies, nimm dieses Gewand und während du dieses trägst, öffnest du diese Kiste. Das hat das Kind getan, hat diese Gewänder umgelegt, hat die Kiste aufgemacht. Als er sie öffnete, in diesem Moment, da gibt es einen Blitzschlag und Donner. 9 heftige Donnerschläge, Blitze und Donnerschläge, die 9, nicht nur einen einzigen, sondern 9-mal Blitz und Donner, sozusagen wie ein Riesenfeuerwerk oder eine Explosion, die sich ereignet hat. Das Haus war verbrannt, alles herum war verbrannt, sogar. Aber das Kind war unverletzt, weil es dieses große Roben anhat. Und da war natürlich überall ein Eisen, auch und das Eisen, was da irgendwo war geschmolzen durch die Hitze des neunfachen Blitz und Donner. Aber dieses geschmolzene Metall war nicht in der Lage, diese Robe zu durchdringen. Das war wie geschmolzene Butter, das sich auf der Robe verteilte, ohne dass es sie in der Lage wäre zu beschädigen. Diese Robe ist immer noch in dem Kloster. Und dadurch war ganz großes Vertrauen noch größer geworden. Und der Guru sagte ihm an dieser Stelle, jetzt ist dein letztes Hindernis beseitigt, und hat ihm an dieser Stelle dann Unterweisung gegeben, die Kernunterweisung gegeben, sagt, jetzt hast du kein weiteres Hindernis mehr. Dieses Kind war niemand anderes als der Geshe Chakreva, der in unserer Kadampa-Linie enthalten ist. Und da gibt es eine andere Geschichte von Ralutsava. In der Geschichte von Ralutsava war die Person, die ihn von einem Hund in einen Menschen zurückverwandelt haben, Ralutsava selber war, und nicht in den anderen Geschichten heißt es immer, dass es Langretamba war, der diese Fähigkeit besessen hat und ihn unterwiesen hat. Also da gibt es einen Unterschied. Es gibt also die meisten Quellen sagen, das war Langretamba, und ich selber habe deshalb das größere Vertrauen zu dieser Erzählungsweise und es in solcher Art euch hier berichtet. Also das ist die Kadampa-Tradition, nicht die von Ralutsava, sondern die von Kadampa, die ich heute hier vorgetragen habe. Und das hat zu tun mit dieser Fähigkeit, eben sich selbst mit anderen zu verdauen, mit dieser großartigen Fähigkeit des Geshe Langretamba. So. Wenn wir also über diese Unterweisung nachdenken, dann ist das, und mit unserem eigenen Leben vergleichen, dann wie machen wir es denn selber? Wir haben in unserem eigenen Leben ja auch Eltern, wir haben einen Partner, mit dem wir zusammenleben, wir haben Kinder und so weiter, und solche, die unserem Herzen sehr nahe stehen, die wir uns sorgen, die unserer Fürsorge, auf die sich unsere Fürsorge und Liebe richtet. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich sollte jetzt an dieser Stelle aufhören. Ich glaube, das ist ein besserer Punkt, hier heute zu einem Ende zu kommen und morgen darüber mehr zu sprechen, wie man sich mit anderen vertauschen kann, sich in die Lage anderer hineinversetzen. Ich glaube, es ist besser, nach all diesen Geschichten, die ich heute schon vorgetragen habe, ist das der Punkt, hier aufzuhören. Lasst uns hier Widmungen und Wünsche machen.